Ich möchte heute darüber reden, wie kann man das Vertrauen zurückgewinnen, wenn das Vertrauen mal verloren worden ist. Und ich möchte heute mehr so eine Leidenschaftspredigt halten, nicht so Motivational Speeches. Und ich sage, warum? Weil das Vertrauen in Menschen oder in Leidenschaft ist eigentlich grundsätzlich ruiniert. Also ich merke, die meisten Leute, mir vertrauen nicht mehr der Regierung, mir vertrauen nicht mehr Politikern, mir vertrauen nicht mehr Manager, mir vertrauen auch nicht mehr an der Ehe, mir vertrauen auch nicht mehr an Pastor. Grosse Kirchen sind ganz, ganz heikel, da weisst du nicht, was sie mit dem Geld machen. Es gibt so viele Beispiele im Moment, wo grosse Kirchen fallen, grosse Pastoren fallen, you name it. Und irgendwann bist du am Punkt, dass du sagst, ich bin gerne motiviert zum Vertrauen, weil die Leute sagen etwas und eigentlich machen sie etwas anderes. Und ich finde das ein mega krasses Thema, wo wir alle irgendwo mit drin sind. Und ich habe ein Bild mitgenommen, wo die meisten so, wenn es um Leidenschaft verstehen. Oben ist der Chef, oder? Er schaut runter auf uns und sieht nur Scheiße. Und wir unten schauen auf und wir sehen nur Arschlöcher. Ja? So, und das ist heute so der Mindset. Alle, die leiten, Frauen und Männer, sind die Bösen und die arbeiten, sind die Guten. Und ich möchte das ganz, ganz sachlich sagen. Es ist wichtig, wenn du sagst, okay, ich bin kein Leiter, ich bin keine Leiterin, ich leite keine Firma, ich habe kein eigenes Business, ich habe kein Small Group, ich habe keine Familie, ich habe keine Ehe, ich leite niemanden. Also es ist nicht meine Predigt. Doch, ich möchte sagen, du leitest dich selber. Und du bist das kostbarste Gut, was es gibt in dieser Welt, weil du bist der Tempel vom Heiligen Geist. In dir ist das Reich Gottes sichtbar auf dieser Erde. Und wenn du besser wirst in deinem Leben, werden alle anderen besser. Wenn du verlierst, das Umfeld verliert auch. Und ich möchte mitnehmen in eine ganz einfache Frage. Und ich muss jetzt nur ganz kurz nachdenken und nichts sagen. Das ist mega wichtig. Stell dir eine Frage. Eine ganz einfache Frage. Die Frage geht folgendermaßen. Vertraust du mir? Wenn die Antwort ja ist, geht es von dem aus, dann würde ich dich fragen, warum vertraust du mir? Also was sind Gründe, was sind Fakten und was sind Geschichten, du sagst, doch, der Leo aus meiner Perspektive, der verhebt. Die zweite Frage ist, vertraust du mir? Und wenn du sagst, nein, dann würde ich dich ganz sachlich fragen, was habe ich dir angetan? Oder, was sind Gründe, dass du mir nicht vertraust? Und du merkst, die Frage, die ist unglaublich tief. Und du kannst jetzt die Frage nehmen und du kannst dich kehren und ich habe die Frage stellen, wieso soll deine Freundin dir vertrauen? Oder warum vertraut dein Freund dir? Oder warum vertraut der Ehepartner dir, dass du nicht fremd gehst? Warum und warum nicht? Und du merkst, in dieser Frage wird es plötzlich sehr, sehr konkret, weil du merkst, Vertrauen ist nicht etwas, das du geschenkt bekommst. Vergebung kommst du geschenkt über. Hast du gewusst, Jesus vergibt, das ist ein gratis Geschenk, das man nennt. Vertrauen ist etwas, das du nicht geschenkt bekommst. Vertrauen ist etwas, das du erarbeiten musst über Jahre. Du kannst das Vertrauen in einem Moment verlieren. Nimm ein Beispiel, ich kenne einen Pastor, grosse Kirche, unglaublicher Dienst, supergeile Familie. Er geht fremd. Das Vertrauen ist auf einem Schlag weg, weil du preachst, come on, lass es heilig bleiben, Tag. Es ist ja nicht das Problem, dass er das gemacht hat, sondern er predigt, motiviert und macht es nachher auch. Das bedeutet nicht, dass Vertrauen für immer weg ist, aber er kann die Vergebung annehmen von Jesus, die muss er annehmen, Jesus vergibt ihm, er kann einen neuen Anfang machen, oder? Aber das Vertrauen ist futsch bei den Kindern, bei den Kindern, bei allen. Aber Good News ist, Vertrauen kann man wieder aufbauen. Das kann man wieder herstellen, ein bisschen mühsam und über die Jahre. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, eine Community sind, die sagen, wir sind anders als die Welt. Den Level der Welt haben wir nicht. Wir sind nicht misstrauisch, sondern wir vertrauen einander. Das Gute, der Jesus, der Heilige Geist, der dir wohnt, der ist so gut und so stark und so großartig. Und ich weiß, du meinst es gut und du schaffst auch an dir. Wenn du besser wirst, wird dein Umfeld besser. Wenn ich schlechter wird mein Umfeld auch schlechter. Ich möchte ganz am Anfang eine Geschichte euch erzählen. Ich bin ja katholisch aufgewachsen. Das tue ich ganz bewusst auch immer betonen, nicht zum Sagen, aber dass du weißt, wie ich ticke. Der katholischen Kirche gibt es so heilige Mann und Frau, die etwas geleistet hat. Und ein Mann gibt es den Maximilian Kolbe. Der ist im KZ in der Auschwitz ein Priester. Der hat man gefangen genommen.
und ist dort mit Tausenden von anderen Männern und Frauen. Und er hat im KZ das Evangelium predigt, hat Seelsorge gemacht, hat predigt, hat Leute dient. Und eines Tages, im Jahr 1941, bricht einer aus dem KZ. Und wir finden ihn nicht mehr. Und der Chef hat gesagt, okay, wenn ihr meint, ihr könnt davon abhauen, wir werden an seiner Stelle 10 Unschuldige umbringen. Und an einem Morgen haben sie alle auf den Platz gerufen, musst überlegen, das bist jetzt du und was auch immer. Und es sind 10 Leute random ausgesucht. Wo ein Name erwähnt wird, der schreit der Mann und sagt, ich bin ein Familienvater, ich habe Kinder und ich will nicht sterben. Wo der Maximilian Kolbe das hört, als ein Pfarrer und Priester, läuft er vor und sagt wortwörtlich, ich bin bereit, an seiner Stelle zu sterben, denn ich habe keine Familie und keine Kinder. Und sie machen einen Exchange. Und der Familienvater geht in die Reihe hinein, überlebt. Und der Maximilian Kolbitz, 10 Menschen, gehen in den Hungersbunker und sie sterben nach 3 Wochen. Warum erzähle ich die Geschichte? Die Geschichte ist für mich, die habe ich gefühlt 100-mal gehört, ich habe 100-mal geweint. Weil wenn es um Leidenschaft geht, wenn es um Familie geht, wenn es um Freundschaften geht, möchte ich möchte, nicht dass ich es bin, ich möchte die Einstellung haben, ich gebe mein Leben für meine Freunde. Ich bin bereit, mein Leben zu opfern, damit andere leben können. Und Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Wieso fällt es uns einfach, Jesus nachzufolgen? Es fällt mir nicht einfach, Jesus nachzufolgen, weil er aus Wasser Wein gemacht hat. Das erste Wunder ist aus Wasser Wein. Keine Franzosen mit dem ein Problem und keine Italiener. Nur die Amerikaner, weil der Wein ist nicht gut. Er hat aus Wasser Wein gemacht. Aber Jesus hat gesagt, das wird euch nicht überzeugen. Wo Jesus am Kreuz hängt, sagt Jesus, ich habe nicht mit Wort, mit Motivational Speeches euch gewinnen, sondern ich gebe mein Leben für euch. Und du musst wissen, im Garten Gethsemane sagt Jesus, Vater, gibt es nicht einen anderen Weg? Ich möchte nicht für den Leo Picker sterben, es ist so doof, hast du einen anderen Plan? Und Gott sagt, nein, es gibt keinen anderen Plan. Und Jesus, Blut schwitzt er aus Angst den Weg. Und Jesus sagt, ich habe mein Leben für euch hingegeben. Es gibt keine grössere Liebe als der Mensch, die Frau, Mann, der sein Leben hingibt für andere Menschen. Und du merkst, der Standard, den Jesus aufsetzt, ist crazy big. Und ich habe die Geschichte 100-mal gehört von Maximilian Kolbe und auch von Jesus. Und ich habe mich in meinem Herzen, versteh mich richtig, du machst eine Entscheidung in deinem Herzen. Jesus, ich möchte auch so werden. Und ich möchte nicht wie die Welt leben, Hauptsache es geht mir gut und mein Bankkonto, meine Frau und was immer ich kann, sondern ich möchte einen Lifestyle leben, wo andere Menschen können sagen, I trust you. Und dass ich nicht perfekt bin, muss ich euch gerne nicht sagen. Dass ich Fehler mache, muss ich euch auch nicht sagen. Aber ich möchte eine Kultur leben, wo wir eine Kirche sind, wo wir einander vertrauen können, weil wir echt und real sind. Und was ich mega schwierig finde, wenn wir immer uns besser machen, als wir sind, das ist unnötig. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, um das Ganze zu erklären. Da gehen wir noch in ganz, ganz praktische Punkte rein. Und zwar, Jesus erzählt ein Gleichnis. Du kannst deine Bibel vorher holen, Matthäus 25. Hast ein Smartphone, kannst es auch googlen, was auch immer. Matthäus 25, Vers 5 heißt, einem gab er 5 Talente. Ich habe jetzt das mit so einem Sack erklärt, 5. Am anderen 2 gegeben, am anderen 1. Gemäß den Fähigkeiten. Und allein das Beispiel hinkt brutal. Also wenn du 5 überkommst und dein Kollege 1, fängt schon an, es ist nicht gerecht. Gerechtigkeit Gottes fängt nicht an. Er liebt uns alle gleich, aber die Ausgangslage ist total anders. Und es fängt schon an, es kann sein, dass du in ein Land geboren wirst, wo du nicht die Voraussetzung hast vom Schweizer. 1, 2, 5 bedeutet, es ist verteilt worden, gemäß wie Gott das okay findet. Und das heißt in Vers 16 und 18, der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weiter dazu. Also der 5er macht aus dem einen 10er. Und der mit 2 verdoppelt es und macht einen 4er. Das ist eigentlich mega einfache Mathematik. Und der eine dem Einer macht nichts, tut es ins Loch und versteckt das Geld. Und jetzt kommt der Punkt, was auch immer deine Geschichte ist und auch meine Geschichte ist, du bist nicht das Opfer mit dem Einer.
Man kann immer, was auch immer du hast, das brauchen und einsetzen. Aber wenn du Angst hast, du versagst, Angst hast, Cancel Culture, Angst hast, den Shitstorm, Angst hast, wenn ich etwas sage, verliere ich meine Karriere, dann gehörst du zum einen Talent, das Angst hat und du vergrabst deine Stimme, deine Meinung und auch dein Rückgrat. Und es ist interessant, der es verdoppelt hat bei beiden, sagt Gott genau das Gleiche. Ich tue jetzt nur einen davon vorlesen, Vers 21. Sehr gut, erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem treu umgegangen, darum will ich dir mehr anvertrauen. Komm rein zum Freudenfest deines Herrn. Und jetzt achte mal, wenn wir uns entwickeln, wenn wir mehr und mehr so werden wie Jesus, im Himmel findet eine Party statt und Gott sagt, come on! Bin mega happy. Weil wenn du dich veränderst, hat Gott mega Freude. Das heisst, wenn du dich veränderst, hat deine Freundin unglaublich Freude. Wenn du dich veränderst, dein Freund sagt, come on, babe. I like it. Und liebe Leute, du musst wissen, und das ist mein Leidenschaftspunkt. Bleib nicht so, wie du bist, sondern investiere. Veränder dich. Lass dich herausfordern, lass dich prägen, lass dich challengen, lass dich formen von Gott, weil der Himmel freut sich, wenn du besser wirst, wird das ganze Umfeld gesegnet. Wirst du schlechter, das ganze Umfeld ist nicht happy. Und ich möchte euch in ein paar Punkte hineingehen, ganz, ganz praktisch. Ich nenne es, lass uns eine vertrauensvolle Kultur aufbauen. Es ist eine Kultur, Vertrauen ist eine Kultur. Vertrauen entsteht nicht über Nacht, Vertrauen entsteht über Jahre. Aber lass uns eine Kultur aufbauen, wo wir sagen, doch, wir möchten daran arbeiten. Das allererste, was es braucht, ist Transparenz. Mit Transparenz meine ich, und das ist mega, mega wichtig, steh zu deinen Stärken. Steh zu deinen Stärken. Demut heisst, ich habe den Mut zum Sagen, ich bin ein großartiger Leiter. Ich bin ein gewaltiger Pionier. Du gibst mir Geld in die Hand und ich verdopple es. Das kann ich. Ist einfach so. Transparent bedeutet aber auch, ich habe brutale Schwächen. Ich rede über meine Schwächen, ganz offen und ehrlich. Ich habe ja schon x-mal gesagt, ich bin Legastheniker. Wieso sage ich das? So soll ich nach jeder Predigt ein E-Mail über meine Grammatik. Gut, ich habe das Problem gelöst mit AI, die korrigiert sogar meine Sätze. Aber red über deine Schwächen. Tu deine Schwächen nicht klein machen. Weil wenn ich sage, ich bin nicht gut in dem, sage ich brauche jemanden, der mir hilft, der das übernimmt, der mich auch ergänzt. Und das bedeutet nicht, dass ich ersetzt werden wird. Und oft in unserer Kultur, wir tun die Schwächen verdecken und reden nur über die Stärken. Und es gibt ein Wort auf Englisch, so goes it not. Es macht keinen Sinn. Und ich möchte euch ein Bild mitnehmen, wo dir mega hilft, ganz, ganz praktisch. Du kannst einen Zettel nehmen, im Computer mach 1 bis 10 eine Liste. Ich habe gerne eine Liste. Schreib oben drauf, was mache ich am allerbesten. 1, 2, 3 bis oben runter. Nummer 10 heisst, was mache ich absolut schlecht. Was kann ich wirklich nicht? Und wieso ist das so wichtig? Vertrauen bedeutet, dass du weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Und dann mach einen Strich und sagst, okay, was sind meine Stärken? Und was sind meine 3 Schwächen? Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel im Fußball. Wenn du vorne 5 Goal schiessest, mit dem Knipser, aber hinten kommst 6 Goal über die Verteidigung, hast du verloren. Das heisst, der Sturm und Verteidigung ist immer in einer Balance. Ein anderes Beispiel. Wenn du gewaltig kannst singen, hast du eine Stimme wie eine Engelin. Und wenn du singst, können alle Hühnerhaut über, vom Kopf bis zur Zehenspitze alles. Dann sagst du, ich kann singen, I hear you. Aber dein Charakter ist so eine Katastrophe, dass niemand in der Band mit dir mitsingen will, du bist eine Diva. Dann sing allein. Das heisst, ein anderes Bild, du kannst in der Mitte, kannst alles durchstreichen, ist nicht relevant. Steh zu deinen Stärken, mach das, was du gut machst, besser. Und das, was du schlecht machst, korrigier das. Bau genauso auch deine Kraft und Identität hinein. Ein anderes Bild von einem Fass. Ein Fass ist nicht definiert durch die höchste Holzlatte. Das Maximum kannst du erreichen. Aber das tiefste vom Holz, dort
flüttert alles raus, bedeutet irgendwo, es gibt oft so, in meiner Kultur sagt man, aber er ist ein mega guter Geschäftsmann. Er verdient mega viel Geld und schaut für seine Familie gewaltig. I hear you. Aber er ist nie daheim. Was nützt, wenn dein Vater Millionen verdient, Milliarden verdient, ist nie daheim? Dann wirst du sagen, ja, I hear you, aber ist nie daheim. Du merkst, es muss alles in eine unglaubliche Balance hineingehen in unserem Leben. Das Zweite, was es braucht, ist mutig leiten. Und mutig leiten musst du wissen, das fällt niemandem einfach. So, die Leute fragen mich immer, wie könnt ihr im ICF Entscheidungen treffen? Wie machen ihr das? Ich erkläre euch, wie wir es machen. Wir fragen immer Gott, wir fragen immer um die Weisheit, aber wir sehen oft den Plan nicht. Es ist nicht so, dass Gott immer alles, jedes Detail erklärt. Oft spürst du etwas und Gott sagt, mach den Step, dann fragst du Gott. Und Detail sagt Gott, oh, keine Ahnung, habe ich vergessen. Du bist fast immer im Spannungsfeld. Glaube bedeutet, ich brauche Glauben. Glaube heisst, ich habe es noch nie gemacht. Glaube heisst, ich habe nicht alle Fakten. Glaube heisst, das kann sein, ich mache einen Fehler. Glaube bedeutet, wenn es nicht okay ist, werden mich alle kritisieren. Cancel Culture, alles ist weg. Und es gibt eine Challenge. Viele von euch, Generation Z, und ich sage das nicht negativ, wollen keine Small Group mehr leiten. Ich habe die Leute gefragt, wieso willst du keine Small Group? Das ist mir zu verbindlich. Da muss man immer. Dann gibt es Probleme. Und was ist, wenn ich etwas falsch mache? Und lieber, ich mache keine Small Group, keinen Fehler, als einen Fehler. Und wir sind aufgewachsen im Moment mit dem Geist von der Angst. Die Medien haben uns so Angst gemacht, dass du nicht mehr anstehen kannst und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Hast du jemals gehört von einem Politiker, der sagt, in der Corona-Krise, wir haben einen Fehler gemacht, es tut mir leid? Nie. Aber sie haben einen Fehler gemacht. Und wenn man das nicht sagen kann, vertraut niemand mehr. Ich vertraue nur einen Leiter, Frau, Mann. Jemand, der sagt, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, vertraue ich sofort. Aber wenn du nie den Fehler bekennst, bist du für mich nicht glaubwürdig. Und ich möchte euch heute Abend challengen. Es ist eure Aufgabe als eine junge Generation. Ihr seid berufen, Frauen und Männer zu Jüngern zu machen. Das macht nicht Jesus allein. Ihr seid berufen, in kleinen Gruppen zusammenzukommen und euch zu helfen, im Glauben zu wachsen. Und die Angst vor Leidenschaft, die musst du vergessen, weil das Evangelium ist verbindlich. Jesus sagt, nimm das Kreuz auf mich. Es ist ein Joch, es ist ein leichtes Joch, aber das Joch, lass dich einspannen wieder in deinem Leben, weil du kannst nichts verlieren. Amen? Das ist mir mega wichtig. Ich möchte eine Geschichte euch erzählen, um zu erklären, mein Challenge. In der Corona-Krise konnten wir als Firma, wir sind eine Kirche, wir können beantragen Kurzarbeit. Wir haben 120 Angestellte. Und es war brutal viel Geld, das der Staat uns gegeben hat. Und das haben viele Kirchen gemacht und es ist nicht, ich möchte das nicht negativ machen, es ist ein Beispiel, das ich bringe. Das ist mir mega wichtig. Lass es gut an. Ich habe eine ganze Nacht überlegt, aber in der Krise muss man angreifen. Aber wir brauchen das Geld vom Staat, wir wissen, wie geht es weiter. Und einem Abend habe ich entschieden, wir werden nicht Kurzarbeit anbieten. Ich werde keinen einzigen Franken vom Staat nehmen, ich werde ihn nicht machen. Sondern ich werde die 120 Angestellten challengen, lass uns Gas geben für Jesus und lass uns Podcasts und Videos rausschiessen wie like never before. Habe ich alle Fakten zusammen? Nein. Und wir sind stärker aus Corona gekommen als die meisten Kirchen. Weißt du, erzähle ich euch die Geschichte, wie es ist aufgegangen. Was ist, es hat nicht funktioniert? Dann hätte ich euch gesagt, es tut mir mega leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Können wir vergeben? Und dass man nicht mehr sagen kann, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. In der Kommunikation sagst du ein Wort falsch, dann entschuldigt dich, der Job ist verloren. Das ist dämonisch. Cancel Culture kommt direkt aus der Hölle. Das Evangelium ist aufgebaut auf Vergebung. Du kannst immer sagen, es tut mir leid, ob du ernst oder nicht ernst machst. Es gibt immer Vergebung, es gibt immer Neuanfang. Das ist die Kultur von Gott und das ist die Kultur vom Teufel. Ich habe einen Satz aufgeschrieben,
mit Angst zu leiten ist der grösste Fehler als Leiter, Frau oder Mann. Leit im Glauben, weil deine Teams können näher, deine Probleme werden schneller gelöst und Vertrauen wächst wieder viel, viel stärker. Und achtmal, was Jesus sagt zu dem einen Talent. Im Vers 28 bis 30. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Der viele kommt noch viel mehr über. Und jetzt 8 ganz am Anfang, am Ende von dem Bibeltext. Und das ist crazy. Doch diesem unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dort wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Beim einen jubelt Gott und beim einen sagt Gott, bring das weg. Lass uns wirklich Sachen probieren. Wir haben eine Kultur im ICF. Noch nie ist jemand, ich möchte ein Beispiel bringen von meinem eigenen Sohn, habe ihn nicht gefragt, aber spielt keine Rolle. Da außen beim Parkhaus gibt es so eine Schranke. Kennen die? Die machen wir jetzt ja immer auf, immer auf. Und eines Tages die Schranke tun und mein Sohn denkt, ich kann drüber springen. Und er springt und boom, alles ist kaputt. Wo das passiert, schreibt er mir ein Foto, Papi, ich habe die Schranke kaputt gemacht. Ich habe gesagt, Sohn, kein Problem. Aber danke hast du es gesagt. Jeder macht einen Fehler, aber danke hast du es gesagt. Und zum Glück, wenn schon kaputt, richtig kaputt. Ich habe nicht euch, es gibt kein Zeichen. Achtung, bitte nicht springen. Nein, wir alle machen Fehler. Solange du sagst und bekennst, ist das nicht das Problem. 2. Timotheus 1, Vers 7. Der Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Wir haben nicht den Geist von der Angst. Hast du gewusst? Wir haben nicht einen Geist von der Angst. Von der Kraft, von der Liebe und der Besonnenheit. Ist jemand dankbar, dass wir den Geist von der Kraft haben? Come on. Wenn der Geist von der Kraft, come on. Come on. Der nächste Punkt, es braucht Empathie. Empathie ist mega wichtig. Und Empathie kannst du merken, Folgendes kannst du merken, wenn dein Gespöne, dein Freund, deine Mutter, was auch immer, nicht spürt, dass du dich um ihr Anliegen kümmerst. Man sagt, bevor jemand sich für dich einsetzt und nicht spürst, dass du dich um seine Nöte und Leidenschaft kümmerst, werden Menschen sich nicht um deine Vision kümmern. Ich möchte ein Beispiel bringen und ich verstehe es auch richtig, aber ich muss euch ganz kurz etwas erklären, dass man die Geschichte versteht. Habe ich euch schon gesagt, ich bin extrem busy. Ich arbeite 6 Tage in der Woche. Habe ich euch schon gesagt, dass ich busy bin? Habe ich euch schon gesagt, meine Agenda ist so voll? So voll. So voll. Habe ich euch schon gesagt? Mega wichtig. Also, ich bin busy. Wieso erkläre ich das? Busy heißt beschäftigt. Nicht busy. Meine Freunde, die ich habe, und ich habe nicht 1000 Freunde. Es gibt Momente in deinem Leben, wo deine Freunde Not haben. Und die Not kommt nicht in deine Ferien. Irgendwann, es passt nicht rein. Ich habe einen Freund, einen Kollegen, der ist in Hamburg, der hat eine Kirche gegründet, das ICF, hat dann das übergeben, ist unglaublich einen Weg gegangen in seinem Leben, nicht einen guten Weg, ist zum Glauben zurückgekommen und vor ein paar Monaten ruft mir ein Freund an, der Detlef, hat er bei uns geschafft und sagt, Leo, der Sturzi von Hamburg ist krank, der Arzt hat ihn heimgeschickt, er wird sterben. Und ich habe ein Foto mitgebracht, dass du siehst, wer ganz, ganz links ist der Sturzi, der todkrank ist. Als ich das höre, habe ich gedacht, okay, ich wohne ja nicht in Hamburg. Das können ja die Hamburger lösen. Kennst du das? Im Moment sagt der Heilige Geist, du fliegst rauf. Und ich sage, ich bin mega beschäftigt, Gott, für dich. Meine Agenda ist so voll wenn. Und ich habe das erste Flugticket genommen nach Hamburg, bin abends heimgekommen. Wir haben ihn geölt, wir haben gesungen, wir haben gebetet, wir haben gelacht, wir haben vergeben. Wir haben geglaubt, dass Gott ihn heilt, das ganze Programm. Und vor ein paar Wochen ist er in den Himmel gegangen. Gott hat das Wunder nicht gemacht, hat ihn heimgeholt. Und wieso ich euch die Geschichte erzählen ist, es gibt im Leben, in deiner Freundschaft einen Moment und es passt nicht in deine Agenda. Und meine Frage ist, bist du bereit, deine Karriere aufs Eis zu legen für deine Freunde? Bist du bereit, extra Meilen zu gehen, auch dann, wenn es nicht in deine Agenda passt?
Leidenschaft kannst du nicht mit Worten sagen, ich glaube an dich, ich liebe dich, unterstütze dich. Das sind schöne Worte. Ich möchte die Worte nicht klein machen, das sind Worte, man muss mit Taten beweisen. Und du hast oft Möglichkeiten im Leben, wo deine Freunde dich brauchen, wo du das Auto packst und alles packst und hingehst. Wo meine Mami gestorben ist oder in den Himmel gegangen ist, vor ungefähr 3 Jahren, haben mich meine engsten Freunde gesagt, Leo, wir fahren sofort an. Wir kommen sofort, brauchst du etwas. Und das sind Momente, wo du merkst, du bist Streit von Freunden. Und du kannst, es gibt keine Abkürzung. Und es ist mühsam. Aber allein sein ist noch viel mühsamer. Empathie ist etwas, was man nicht verlieren darf. Es braucht das letzte Konstanz. Es ist wichtig, dass du sehr konstant in deinem Leben bist. Und ich weiss, Konstanz ist manchmal etwas, was mega langweilig ist. Wenn du eins in Zürich anschaust, wir sind nicht ein eintägiges Flug. Am Anfang gesagt, wir sind ein Strohfeuer, wir wachsen schnell, wir sind weg. Wir haben die Kirche aufgebaut. Immer ein bisschen gleich und dann ein bisschen anders. Wir haben uns immer entwickelt, aber nicht krass voll anders. Wir sind nicht plötzlich von der Celebration mit Qualität plötzlich nur einen Teppich und nur eine Kumbaya Jesus und 8 Stunden. Nein, das ist nicht unser Stil. Es gibt verschiedene Stile. Sondern konstant über die Jahre, same, bit different ist wichtig. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ich gelernt habe. Wir sind auf die Jungfrau gegangen, das ist ein Berg in der Schweiz, einer der höchsten Berge. Ich habe das Foto von Dr. Robi und ein paar Filmer. Und wenn du einen Berg erklimmst über 4000 Meter, gibt es eine Sache, die ich gelernt habe. Ich habe am Morgen gedacht, komm mal in den Zeck, mal rauf und machen den Weltrekord. Ich habe gesagt, nein. Sondern du laufst folgendermaßen. Wie läuft man? Ich habe gesagt, du nimmst einen Schritt, achte mal, nach dem anderen. Mega klein. Mega klein. Dann habe ich gesagt, du kommst nicht Fürschig. Ich habe gesagt, ja, du kommst nicht Fürschig. Aber wir laufen auch 10 Stunden. Und die meisten von uns, du willst gerade alles verändern. Das funktioniert für 1 Stunde, aber nicht für immer. Ich habe angefangen, Englisch zu predigen, das Beispiel schon mal gebracht. Mein Englisch ist jetzt mal nicht gut gewesen, heute ist es besser. Ich habe gesagt, ich werde jeden Sonntag einen Satz besser reden. Und wenn du das konstant machst, machst du krasse Fortschritte. Ein anderes Bild der Leiter. Wenn du willst die Leiter in 3 Sprüngen überwinden, wirst du das nicht schaffen. Jede Leiter, ganz kleine Schritte. Und es ist mega einfach und mega simpel. Wieso sage ich das uns? Wenn du in einer Predigt etwas hörst, wo der Heilige Geist dich berührt, dann nimm die eine Sache und sagst, Heiliger Geist, wie kann ich das mit meiner Art, wie ich bin, umsetzen? Was ist der nächste Petit peu, super small Schritt? Und weißt du, sagt dein Gefühl, ja, so werde ich ja nie los vom Rauchen. Ja, aber statt 20 Zigaretten rauchst du nächste Woche 18 und dann 16. Und dann merkst du plötzlich, es ist komisch. Es gibt die schlagartig aufhören können, aber die meisten machen Schritt für Schritt, bis du merkst, ich brauche das gerne nicht mehr. Wenn du das alles machst, gibt es das Wort Vertrauen. Vertrauen entsteht nicht automatisch. Wenn ich euch die Frage stelle, wieso vertraust du mir? Ich kann die ganz letzte Folie zeigen, bitte. Wenn ich euch frage, wieso vertrauen ihr mir? Dann würden die Leute sagen, er ist transparent. Er hat Empathie, er lässt alles liegen, was es gibt. Er hat auch den Mut, Sachen zu sagen, die vielleicht unpopulär sind. Aber ich kann auch sagen, es tut mir leid, wenn ich Sachen falsch gemacht habe. Und ich möchte dich heute fragen, kann es sein, dass Gott heute zu dir sagt, werd verbindlich. Fang eine Small Group an. Fang an, von jemandem zu einer Jüngerin anzuentwickeln, Jesus. Hilf Menschen zu taufen. Mach sie zu Jünger. Und hab nicht die Angst, ich kann es nicht. Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Wie komme ich an? Wie komme ich nicht an? Sondern ich möchte sagen, Gott hat den Heiligen Geist gegeben, den Geist von der Kraft, von der Liebe, von der Weisheit und der Besonnenheit. Und ich glaube, für viele von uns heute Abend ist es dran, dass du das Vertrauen in dich selber wieder etablierst. Das Umfeld kannst du nicht beeinflussen, aber ich möchte für mich und Gott möge mir helfen, den Lauf vollenden mit Würde, mit Respekt, aber auch mit der Kraft von dem Gott im Himmel. Es heisst bei Moses, er ist gestorben
und seine Augen sind nicht matt gewesen. Und ich wünschte mir, von der Erde zu gehen, eines Tages zu sagen, meine Augen sind so wach gewesen. Und Gott hat gesagt, mach deine Augen zu. Nein. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live, der Club am Micro Church. Ich möchte heute Abend mit euch zusammen den Song singen. Speak the name of Jesus. Das ist der Name von Jesus, liebe Freunde, der uns verändert. Sing den Song über dein Leben. Ich bezüge Lutz im Namen Jesus. Über jedem Herz, jedem Verstand. Ich weiß in deiner Gegenwart ich finde Jesus Christus. Und ich bezüge laut den Namen Jesus, dass jede dunkle Sucht und Last zerbricht. Ich sage, da ist Hoffnung, da ist Freiheit, Jesus Christus. Vollmacht und Heilig sind in deinem Namen. Ich glaube aus dir. Brich jede Feste, schien hell ins Dunkle, wenn wir es will. Ich bezüge laut den Namen Jesus, über jede Sorge und jede Angst, für jede Seele, Depression
Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib das irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen, komm mal vorbei. Absolut, komm mal vorbei. vorbei. Und komm uns Heu sagen, dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. da in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.